Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En hier met mij heb ik vandaag mijn lieve vriend Gerhard Ver, Jit Ver, waar we die zei willen. En ik wil die welkomheid het voor mij verrecht die geschichte op te nemen. Het is een geschichte wat wird es te vertalen, wenn Jesus ihn halve, wenn hij die geschichte geschreven heeft. So, welkom hier. Dankzij. Ik freue mich sehr, dit van jou op te nemen. So, ik wil wel voets aanvangen. Jit, hoe best u opgewassen? Hoe vangt die kindheid zo aan? Oké, ik ben in 1972 in Coctemoc, Mexico geboren. En dan met 6 jaar weer terug mijn ouderen naar Casas Grandes, Chihuahua. En toen ben ik het längst in de kolonie Capulín opgewassen. En ik heb me daar ook bevrijd en zijn vandoor met mijn vrouw en ons oudste zoon wordt geboren, dat is Mexicano. Met Am en mijn vrouw zijn we dan in 1997 gekomen hier zo naar Bolivie. Oké. So, wenn wir ein bisschen mal denken an Mexiko, was hast du gewisse besondere Sachen, was als Kind passiert sind? Nou ja, ik ging naar de school zoals gewoonlijk. De ging dan aan de kolonie. En ik had immer sehr groot interessant. Aan de school de Bibel besonders te lezen, dat gevoel me zeer. Ik leerde veel aan de Bibel en leesde aan de Bibel. En ik viel bij de school, daar ik wie ook de Bibel daar. Ja, en ik, eigenlijk had ik vandaan al verstaan dat irgendwas am Leben muss passieren. Ich konnte noch nicht verstehen, was ich gestatt ich wieder kam. Ich so bei der 17, 18 Jahre kam, dann war ich an, dass ich muss mehr haben, als was ich hatte. Dort fehlt irgendwas, ich kann durchbrechen am Leben und dass ich kann mich bekehren, ich kann nicht verstehen. Mir hat schon wieder klar gesagt, ich würde arbeiten mit der Sache, aber dort liegt mich an. En der ich Bibel lese, war die deutlich. Krijg zo, dat ich Bibel lesen. Ich komme nicht besonders mit der Jemels wie gesagt. Ich habe dann auch andere Traktate und Dinge gelesen. Ich erinnere mich noch, dass ich von zum Beispiel Casa de Paz, was so ist das Centro Humano hier in Santa Cruz. An Casas Grandes, mich von dort Traktate mitgenommen, dann da gelesen und dort fange ich dann das Verschiedenste, was mir dann dort weiß, auch mit Hope. Dat ik zeggen kan, ik moet einfach eine Bekehrung haben. Aber einfach lädt mir durch keiner durch und einfach wusste ich nicht, was ich tun soll. Aber das weiß ich noch, dass ich da haben wir von dir. Und dort wird ja eine Kolonie immer gesagt, het lebst du, het bekehre dich. Ein Morgen kommt, kann es ändern sich. Und dort hat mir immer sehr deep anreden. Und ich wusste aber nicht wo, ich wusste nicht wo. Aber dort wollte ich noch, dort von 17 Jahren ab, dann da habe ich immer so, ich soll von dir. Die Jahre wären vergangen, ich war 21 geworden und wir kamen nach Bolivien und ich dachte mal, ein Tag kam die Jesus und dann sagte ich von dir. Und da war ich ja 17, bis 21, 22, sind einmal 5 Jahre vergangen. Und so konnte ich mit dem Leben gehen und dann, wo wird es noch werden? Und das wird dann meine Sorge, das weiß ich. Und was ich noch würde lächeln zu sein von meiner Kindheit, ist, dass meine Mutter, ich habe nicht klar zu viele gekriegt, dass sie wieder nie geburtstaglich geworden, aber sie dann immer sehr viele die Bibel mitteilen und dann sagen, dass wir mussten an Jesus leben, so viel ist dort ja. Und das macht mir auch klar, dass ich denke, meine Mutter hat sich bekehrt. Ich weiß das nicht wo, nicht von neu, aber dort weiß ich bloß, sie singen auch immer sehr viel. Sie das hier Tag für Tag. Wenn sie abwehrt, dann singen sie auch, sie können sehr viel singen. Und sie singen viel, dort wie von der ursprünglichen Mama einfach, was sehr fremd über das. Weet je weinig wat er passiert? Ja. So, in der Jugend hast du erlebst du dann, wo du nur Gott sicher ist,
En bevriest die, had een kind, alles weer zo normaal. Ik stel me voor, du hast die ook in een kolonie du dan bijpeloten, niet zo. En dan trek je over naar Bolivien, niet zo. Correct zo, ja. Als dat is sterk weer, toen we bij gemeente gaan, zoals ze dat dan zijn, bij gemeente worden. En we doen laten taufen en dat we weten, we willen ons bevrienden. En dan kwam dat zo weit an die Kolonie sich einfach tranen, dat weens, da stunden sich 20 Familien weens eine Ursache taub. En ze deden dat 4 donerläden, de lijn, 4 lijnen en ons ganze verstand. De oudste met de prediker, de diakon en de voorsteller, die zeiden alle niet te dood. En die kwamen dan hier naar Bolivien en kochten hier aan de Argentinische grensland, wat er nu de Kolonie del Sur is. En door deden ze ongerend en dat bracht ons hier naar Bolivien. So, wanneer ik vraag kon, wo wäre deine Gedanken damals? Was du metträgst, oder wie die das weißt schon, oder wirst du ganz fit, wo wäre deine Gedanken darüber? Mir wir die Kolonie dort schon, mir wir Mexiko schon, mir wir die Umgebung schon, meine Freunde schon. En dat weer voor mij niet leicht. Aber für mich wird das meist klar, dass all das, was in den kommt, diese Fortien, die Kleidung verändern, das wird ja ganz weltlich, das wird für mich meist klar. Da ist ja für gerade genug, ich in der Stadt an den Verstand und ich kann bloß einfach mit hier sind in Bolivien. Okay. Und dann über hier sind in Bolivien, das heißt hier die erste Zeit, wir die Kolonie wir fragen, wie dann naar Vrejas is, ons Silvia du ons hier een beetje economisch een beetje op te heffen, als we naar ons eenheid worden naar Yacuiba. De kolonievraam, de mensenvraam, de omgevingvraam, dat ware vraam, alles weer vraam. En dat we zoals van mij dat van fresh nog maar waren opwerken dat. Dat we dat aan de weer denken helpt, wat dat aan de Hebreeën zijn, dat we hand hier kunnen blijven de sterven. Wie zeker de toekomst. En dat we zijn hier zo gast en vreemde, wat we hier durchgaan. En dat met me met eenmaal zo veel, ik ben je niet thuis hier. Ik ben niet thuis en ik voel dat deze wereld is niet meer einfach niet mijn thuis. Er fehlt wat aan mijn leven. En ik weet aber niet wo en wat ik zal. En dat we ook waar doen, wo de juist me aanmoont en de jaren die weer vergaan. En ik dacht, er moet nu bloos mal wat passeren. En dan kwam een lied van Argentinien, van Buenos Aires, Argentinien, even naar de kolonie. En dat weer een Spanische, die weer een Duits bekeerd, die hadden geloven. En die willen een Oud-kolonie worden. Eigenlijk vervelden zij dat de Oud-kolonie, dat landleven, dat stellenleven, dat geval is en zij willen daarbij komen. En zij hadden zich gestudeerd worden, maar niet zo reich waren. En zij hadden dat alle gestudeerd, so zij kenden onze Verfahren, onze Verouderen, de Anabaptisten, oder war dat een stuk genannt worden. En hij had het nu gestudeerd en hij weer nu bij de Oud-kolonie erop. En hij dacht, dat weer nog dat falsch, wat hij gestudeerd had, wat we gewaast zijn. En dan hij wilde einfach mal trekken met deze mensen. Ja, hij wil einfach Oud-kolonie worden en dan, we wonen hier dan op Vrejas. Als zij doorhand kwamen en dan als ik dan dat zag, dat ze kwam, dan even nog met mij aan te laden bij ons. En dan kwam hij bij ons in je dak en dan had ik met allemaal gemeenschap en dan werd ik aan, hij kent onze geschichte veel beter als één weer van ons zelfs. En dat heeft me dan zeer dat gevoel dat onze tijd moest even handelen. Ik had dan klaar dat gevoel dat ons verstand, de prediker, staat weer wenn es nog rechte Christen. Ik geloof me dat zo zeker. Ik zag veel erreichende Kolonie, aber dort wie für mich klar. Ja, het zijn nog erreicht. Ja, en ik dacht, wenn der Helder jetzt an diesen Mond arbeiten wird, und die Arbeit auch an unsere Prediger da wurden, die können kommen. Und ich nahm einfach, hab meinen Bogen ab und fuhr mit Arm nach unsere Ältesten. Und dann sehe ich angeworden, wo der Verstand sich verhält, wo das Und ich sage immer, das verhält sich, du kriegst so, als Jesus in Jerusalem nennt, nur die Sünde, sagt die Bibel, und die Sünde nehmen am nicht ab. Und so die Stadt am Rüt, ich habe selbst gesehen, am Tempel nennen, sie das soll ein Bethaus heute gehen und ein Mördergruben von gemerkt. Und ich fange an zu sagen, dass diese Dinge
des Geest dat zich tot dus aan de kolonie zoals dat verwerkt. Ja. En ze laten dus man niet toen aantrekken. Nou, ze laten hem niet nemen en dat bracht mij bij dat ik moest een zeer wichtige Entscheidung nemen. En van deze Entscheidung willen we dan het nächste programma reden, wat deze Entscheidung is. En dankzij van nu metmerken hier, ons eerste programma is te eng, dus je wordt nog wieder gaan, so ik merk die moed hier dabei te blijven in dat nächste programma. En wirklich, wat hij daar gemerkt heeft, is niet einfach, aber dat licht, wat hij aan de donkerheid komt, dat betoelt alles, dat ze alles weet. En ik mocht iemand merken, zeker nu Jezus, krijgt ze hier in de schriftzekerheid, in de Bibelzekerheid, zeker nu Jezus. Ik mocht die Gott sehen wensen, kost het met die vrienden delen en bis het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.